Hallo und herzlich willkommen da zurück bei mir auf meinem Kanal mit The Forest im Let's Play, das ich letzte Woche angekündigt habe. Letzte Woche, für die das Ganze in einem Jahr schauen, war vor 7 Tagen gewesen. Wie auch immer, wir starten das neue Spiel im Singleplayer. Warte, jetzt mal geschaut, jetzt gehen wir zuerst mal in die Optionen rein, schauen, was haben wir denn da Schönes, was haben wir da überall, hi, normal, ja, was auch immer. Oh, etwas muss ich da noch ausschalten, fällt mir jetzt gerade ein, und zwar... wo haben wir es denn? Nein, Motion Blur. Ah, da habe ich schon ausgedingst. Medium. Das letzte Mal habe ich es aufs Medium gestellt, weil aus irgendeinem Grund habe ich Lags gehabt. Ich probiere es jetzt trotzdem mal wieder auf High. Einfach mal so zum Schauen, und da machen wir auch auf High, und das haben wir nicht wollen, weil das nicht so wirklich gut aussieht, und das machen wir auf On. Terrain machen wir auf High, und dann sieht das Ganze vielleicht auch ein bisschen besser aus. V-Sync wollen wir nicht, Fullscreen wollen wir. Ja, läuft, würde ich sagen. Und Volume noch ein bisschen runter. So, dann müsste das Ganze, ach komm, noch ein bisschen runter. So, ungefähr. Und die Musik auch ein bisschen runter. Einfach so, damit wir es gemacht haben. Da seht ihr übrigens meine Einstellungen, die ich hier auf The Forest spiele. Also für das Let's Play zeige ich das so wirklich sehr gerne. Ich hoffe, ich muss dann hier nicht umbasteln, dass wir beim nächsten Mal irgendwie an den Optionen umbasteln. Ich hoffe es wirklich nicht. Ich hoffe, es läuft alles wie geschmiert sozusagen. Darum gehen wir jetzt mal Back und Singleplayer und New Game. Und dann starten wir doch mal ins neue Abenteuer. Vielleicht fragt ihr euch, wieso nicht vom letzten Spielstand her vom kurz angespielt? Ganz einfach, ich habe erfahren, dass das Ganze ein kleines bisschen fehlerbehaftet ist, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar die Wände, die wir selber haben, können sie die Custom Walls, Dixbombs, ja jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Die funktionieren nicht. Also nicht wirklich, und darum machen wir das nicht. So, der 4. Absturz in Folge. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich das jetzt schon zum etwa 100. Mal gesehen habe. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Aufnahmeprogramm und bla 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 bla. Interessiert jetzt da niemand. Hauptsache das Game geht endlich los. Und wir sehen, unser Flugzeug ist kein Flugzeug mehr, es ist ein Keynes Konstrukt vom Himmel. Es wird jetzt gerade losgehen. Zum ganz ehrlich sein, um was geht es in diesem Game? Ja, ich sage es mal so, ganz ehrlich gesagt weiss ich es nicht so genau. Weil, also wir sehen jetzt hier, das ist der kleine Bub, der vor neben uns gehockt ist. Und der wird jetzt von so einem Mutant, das sind Mutanten, keine Eingeborene oder so, der wird jetzt von dem Mutant mitgenommen. Und ich gehe jetzt mal dezent davon aus, dass das eigentlich der Sinn und Zweck ist von dem Game, dass wir unseren Sohn retten oder finden oder wie auch immer. Ach, ich muss mich zuerst wieder an die Steuerung gewöhnen. So, zuerst müssen wir uns da mal ein bisschen satt essen. Wir sehen unten rechts, gut, da habe ich schon mal kurz angespielt, erzählt, aber ich erzähle es gleich nochmal. Man kann es ja nie wissen, ja, genau. Das Helfer wird mich immer wieder. Einfach für die, was interessiert. Mit WASD tut man sich bewegen. Klassisch für ein PC-Game halt. Sehr wahrscheinlich höre ich meine Tasche jetzt ziemlich gut. Ich habe mein Mikrofon ein kleines bisschen lauter müssen machen. Dafür entschuldige ich mich. Oder vielleicht höre ich sie auch nicht. Ich hoffe es jedenfalls für mich und für euch. Und ja, der kann man leider den Kopf nicht abhacken. Ich habe es probiert. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern mehrere Mal. Ihr fehlen zwar schon ein paar Finger, und darum denke ich, wir lassen sie jetzt mal in Ruhe. So. Ja, und unser Survival-Leben geht auch schon los. Wir sammeln hier fleissig Kräuter ein. Öffnen hier die Koffer und looten alles raus, wo könnte eventuell von Gebrauch sein, irgendwann mal im weiteren Verlauf des Spiels.
Ich glaube, das Wichtigste habe ich schon gesagt. Und immer wieder die Tennisball, immer wieder die Tennisball. Und Stein. Was ich nicht gesagt habe im letzten... Jetzt habe ich doch da schon wieder etwas gehört, oder? Habe ich schon erwähnt, dass man bei diesem Spiel leicht paranoid wird. Man wird bei diesem Spiel leicht paranoid, so jetzt habe ich es jedenfalls mal gesagt. Es sieht wunderschön aus. Für ein Early Access Game. Wirklich genial gemacht. Wie schon gesagt, wir sind hier in der Alpha. Und also mal Hut ab. Ich hoffe, es wird weiterentwickelt. Also momentan sieht es wirklich danach aus, als würde es weiterentwickelt werden. Ich habe es leider auch schon erlebt, dass ich das Early Access mir gekauft habe, runtergeladen habe und es ist nicht weiterentwickelt worden. Also jedenfalls noch nicht bis jetzt. Und das finde ich halt einfach immer wieder schade. Weil erstens mal finde ich, es ist ein bisschen eine Verarschung für den Konsument. Weil, ja, ich weiss, dort hat es noch die Circuitboards gehabt. Ich hole sie ja. Ich hole sie ja. Aber schön gemächlich, würde ich mal sagen. Für heute probiere ich mal nicht zu säckeln. Weil, für was auch? Wir haben ja Zeit. Wir haben die ganze Zeit von der ganzen Welt. Ich meine, jetzt sind doch da rein. Wir sind jetzt da gestrandet auf dieser Insel. Wir müssen uns zuerst mal ein bisschen zurechtfinden. Ein bisschen zuerst rauskommen, ja, wo bin ich? Was mache ich da überhaupt? Wieso bin ich da? Wieso bin ich da? Das wissen wir sehr wahrscheinlich. Wegen dem. Wir haben nur ein halbes Flugzeug. Und das wird der Grund sein. Und wir sind an einem anderen Ort abgestürzt. Theoretisch müsste ich jetzt da vorne, also die Karte kenne ich schon ein kleines bisschen. Nicht nur, weil ich ja schon einen Spielstand habe, sondern auch, weil ich natürlich selber auch Let's Plays schaue. Und der Forest ist ja doch schon ein Zeitchen draussen. Und ja, ich weiss nicht, ob ich das da sagen darf. Der gute Herr Gronk hat ja das gespielt oder spielt es immer noch. Und ich muss sagen, ich schaue den Forest bei ihm eigentlich nur, weil er es wirklich witzig macht. Also witzig macht, nicht im Sinn von, er zieht das Spiel ins Lächerliche, sondern es ist einfach seine Art, wie er den Forest spielt. Habe ich bis jetzt eben noch bei keinem anderen Let's Player gesehen. Darum muss ich sagen, Daumen hoch. Und da haben wir doch schon unseren ersten Opfer. Nein, machen wir jetzt nicht. Ich muss mich ein bisschen spurten, weil ich muss mir ein Plätzchen suchen finden für die Nacht. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wo dass ich da genau bin. Ich kenne den Platz nur aus dem Let's Play, wo ich geschaut habe. Aber ich möchte da eigentlich nicht wirklich campen, sondern ich möchte eigentlich wieder dort campen, oder respektive wohnen, wo wir das letzte Mal schon waren, und zwar bei dem See. Jetzt ist auch die Frage, wo ist der See? Mampf, Mampf, Mampf. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das ist ungefähr in die Richtung da. Ach super, da kommt ja schon der erste. Natal. Es sind zwei. Okay, ich muss säckeln, tut mir leid. Ich kann es ja eigentlich nicht wählen. Aber ich zwinge mich dazu. Ich wollte jetzt nicht gerade von Anfang an schon in einen Kampf verwickelt werden. Ich hoffe, sie kommen mir nicht an. Sonst haben wir ein kleines Problem. Weil seit dem letzten Update sind ja die... Ich weiß nicht, kann man die Viecher nennen? Es sind ja Mutanten. Es gibt kannibalistische... Ja, ich glaube kannibalistische. Und es gibt... naja, normal kann man die wahrscheinlich auch nicht nennen. Aber jedenfalls andere. Ui, was haben wir denn da? Hey, was bist du am Abhängen, sagst du? Finde ich noch recht cool von dir. Take it easy und see ya. Hui, da ist dein Kollege anscheinend. Ja, wir looten ihn jetzt einfach mal. Ah, du hast noch eine Kreditkarte dabei, nicht schlecht. Du kannst sicher brauchen hier auf dieser Insel. Also ich nehme jetzt mal an, dass es eine Insel ist. Die Karte ist ja noch nicht ganz fertig. Wir können da nicht mehr aufnehmen. Wie schon gesagt, die Karte ist ja noch nicht ganz fertig und sie sollte ja erweitert werden.
Ich weiß nicht wann und in welchem Umfang. Weil ich denke, zuerst müssen die mal achten, dass... oh, da fällt mir etwas ein. Da hat es doch bestimmt... Ja, da hat es einen. Einen Kochtopf. So. Ich denke, wir sind glaube ich auf dem richtigen Weg für den See. Da kommt mir irgendwie schon ein bisschen bekannt vor. Momentan höre ich noch nichts Böses hinter mir. Also das heisst, die anderen sind mir nicht gefolgt. Ich hoffe es jedenfalls. Oh, und da geht es steil drauf. Das hätte ich besser nicht durch. Ein bisschen aussen rumlaufen da. Ich glaube, das Beste wäre, den Strand zu finden zuerst. Zuerst den Strand finden und dann von dort aus weiss ich ungefähr, wo unser Plätzchen war. Ich glaube, der Strand sollte jetzt dann doch schon bald mal kommen. Oder etwa nicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir hier nochmal einen See. Sieht auch sehr idyllisch aus. Wenn wir hier campen. Wäre natürlich auch etwas. Nein, das gefällt mir nicht so mit diesen Hügeln um uns herum. Nein. Da hat es nochmal ein Seeli. Sind wir das letzte Mal da irgendwo in der Nähe gewesen? Kann das sein? Ich muss sagen, der Platz hat mir recht gut gefallen. Er ist... Ui. Jetzt hast du ja gemeint, da stehen ein paar. Er ist recht übersichtlich gewesen. Und ja, jetzt bin ich wirklich gerade ein bisschen paranoid. Oh, jetzt ist das Blümchen. Was ist das? Ah, da liegt einfach Zeug so. Wir sind wahrscheinlich Trümmer vom Flugzeug, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Ja. Mal schauen. Also, ach, der blöde Nebel. Press B to Open Survival Book. Ja, ist schon gut. Also ich mache das mal kurz, dass es gemacht worden ist. So. Nach wie vor auf der Suche nach dem Strand im Grunde genommen. Das ist so ein heiliger Baum da. Ich habe keine Ahnung, ob das etwas ausmacht, wenn wir in der Nähe von dem campen. Aber ich glaube, das ist nicht die beste Idee, die man haben kann. So, wir haben den Strand gefunden. Jetzt ist die Frage. Wir sind am Strand entlang gegangen. Also gehen wir jetzt mal am Strand entlang. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung. Ob wir da richtig sind oder nicht. Ich weiss, irgendwo sind wir dann noch an dem einzelnen Zelt vorbeigekommen, wo das... wir haben gar keine Austour mehr. Sehe ich gerade. Wir sind an dem Zelt vorbeigekommen, wo das, der Taucheranzug gelegen ist. Und ich glaube, wir sind da eben schon Nein. Wir sind da genau richtig. Ich glaube, auf dem Hügel habe ich dort zuerst campen. Das heisst, der Taucheranzug, den würde ich aber schon noch gerne haben. Bam! Federn. Woher hat jetzt der Stein? So, okay. Ich glaube davor, wir sind glaube auf dem richtigen Weg. Ich glaube. Nicht ganz sicher. Ich gehe jetzt einfach da mal am Strand entlang. In der Hoffnung, dass ich den Platz finde, wo ich da gerade im Moment am Suchen bin. Also ich glaube, das letzte Mal bin ich da auf jeden Fall... Was ist das? Er schlägt irgendwie ab, aber ich glaube... Da hat es überall, das Zeug. Naja, ich lasse jetzt mal... Oh, da. Ich hab's gefunden. Das heisst, es ist wirklich dort... ja, aber jetzt... Was? Ja, du schon wieder. Ich ziehe das Teil jetzt wieder ab da, weil... Naja. Kann es ja nicht sein, oder? Dass man jetzt mit dem Teil rumsäckelt. Aber für in der Nacht ist es ganz nützlich, weil es gibt ja Licht.
Ich habe ja das letzte Mal gemeint, dass es wegen dem Vollmond ist es nicht gewesen. Ich habe ja ganz vergessen, dass ich das Teil anhabe. Obwohl es eigentlich einen riesengroßen Teil vom Bildschirm einnimmt, aber ist okay. So, wir haben jetzt natürlich schon wieder keine Aus... Mal schauen, ob wir irgendetwas... Ja, wir können. So. Unsere Bambi... Weil das hält natürlich ab. Schon wieder voll am Paranoia schieben da. Was? Ah, das ist das Reh. Das habe ich schon gemeint. Und jetzt sind recht viele Rehe. Vielleicht wäre es nicht mal so eine blöde Idee, da irgendwo zu campen. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, ich suche mir trotzdem wieder den Platz von letztes Mal. Und das Mal nicht mit diesen Custom Walls, sondern das Mal wirklich mit also mit richtigen Defensive Walls heissen die, glaube ich. Die sind doch recht, also anscheinend sollte die ein bisschen mehr nutzen als die anderen. Es wird natürlich wieder neblig, ist schon klar gewesen. Wieso auch nicht? Das letzte Mal haben wir wunderbares Wetter gehabt auf dieser Insel, jetzt haben wir wahrscheinlich gerade so eine Zwischensaison verwünscht oder so. Wird wahrscheinlich der Flug auch ein bisschen billiger gewesen sein, wer weiß. Und ich bin immer ein bisschen umschauen, ob ich da nicht irgendwo den riesen Fleischkoloss gesehen oder finde. Das Teil, wo aus Arm besteht, oder das Bein, ich weiß es nicht einmal. Ja, jetzt hat es noch von Gewittern, das ist noch besser. Das Wetter wird immer besser da. Fast so in der Schweiz. Im Sommer. Wenn es schneit. So. Sorry, mal schnell müssen hüsteln. Ich glaube, wir kommen jetzt gerade zu dem Platz, wo wir das letzte Mal waren. Und das müsste ja eigentlich da vorne sein. Theoretisch nach dem Hügel. Oder da? Nein, nein. Wir haben ja noch so ein kleines Seeli dort. Also ich hoffe schon, dass die Karte immer gleich ist. Ich hasse Nebel. Da sieht man die mutanten Viecher-Dinger einfach nicht. Und... Nein. Also ich weiss noch, es hat ein Dorf in der Nähe gehabt. Doch, da. Alles klar, ich habe den Platz gefunden. Dann würde ich doch sagen, gerade da. Und dann fange ich doch jetzt gerade mal an mit dem Bauen. Start hier. Gut. Muss ich jetzt da alle durchschauen. Doing Yourself Craft Guides. Weapons. Da habe ich das letzte Mal noch nicht gesehen. Alles klar. Also wir sind jetzt so in diesem Baumenü drin. Und ich wollte ja irgendwie so etwas Ähnliches wie Wand machen. Ich glaube, das ist da. Nein, das ist das Custom Building, Basic Wall, Defensive Wall. Ich glaube, ein Defensive Wall wäre schon mal nicht ganz schlecht. Schauen wir mal, wie wir den hier hinbringen. Also mal... Etwa so. Mit E. Tut man ihn platzieren, genau. Jetzt ist halt das Blöde, jetzt muss ich halt immer wieder das blöde Ding aufmachen, den auswählen. Wieder das blöde Ding aufmachen, wieder auswählen. Ja, gehen wir mal in die Richtung, hast du recht. Das wird eine teure Angelegenheit, aber ich hoffe, sie bringt mehr als die letzte, weil, so wie ich das gesehen habe und auch gelesen habe, sind die wirklich sehr schlecht gewesen, die wir das letzte Mal gebaut haben. Also lieber gerade mit etwas Richtigem einsteigen da. Und ich mache es auch gerade schon mal genug gross. Einfach nur, damit ich keine unliebsame Begegnungen habe.
Nein, ich komme jetzt bis brav. Bis brav. So, gut. Was? Okay, das war nichts. Nein, das war nichts. Ich rede mir gut zu. Um mir ein bisschen die Angst zu nehmen in diesem Spiel. Sonst wäre ich da wirklich noch absolut paranoid. Okay, weiter geht's. So. Und dann fällen wir nämlich die Bäume. Und dann haben wir da ein wunderschönes Areal für uns ganz allein. Wo hat er jetzt den Scheiß wieder her? Ich habe keine Ahnung, ey. Spiel. Ernsthaft. So. Ah ja, ich kann immer mit Linksklick die Wände setzen, aber das geht ja nicht. Man muss ja mit E. So, und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, längert das? Ich glaube schon, das längert. Also komme ich jetzt mal von dieser Seite her, weil die ist glaube ich noch ein bisschen länger. So. Und am besten setzt man die Wände, wenn man so ein bisschen schräg dran geht. Dann connectet die nämlich auch. Und jetzt würde ich da doch einen Eingang setzen. Genau. Und dann müsste ich da noch genau einen so einen Dingsplatz haben. Bam! Und wir haben unsere Festung. Jetzt aber als allererstes würde ich doch gerne eine Bank machen. Einfach so ein Bänkchen, wo man sich ein bisschen hinhöckeln und die Aussicht geniessen. Jetzt muss ich den natürlich wieder mal 100 Mal rotieren, damit der richtig ist. Etwa so, denke ich. Oh, das war jetzt gerade ein mega Lag gewesen. Aber okay. So, also die Bäume müssen weg. So viel ist schon mal klar. Und da ist gerade ein... Was ist das? Ein Gecko? Danke. Nicht ein Gecko, ein... Ich wollte immer Lurch sagen, aber eigentlich ist es sogar kein Lurch, sondern ein Echse, genau. Ein Echse. Vielleicht ist es gleich auch ein Lurch, ich weiß es nicht. Was war jetzt das gewesen? Ich weiß es nicht. Würdest du bitte mal schnell bauen? Dankeschön. So, wo sind meine Bäume? Da sind meine Bäume. So. Oh, wir haben hier noch einen Koffer. Bam. Ah, der ist schon offen. Ernsthaft, jetzt gehen wir mal weg. Oh, ist das wieder der Stein, der immer wieder zurückkommt? Ich glaube fast, das ist der. Hey, was läuft? So. Wir haben ein bisschen kalt, anscheinend. Vielleicht wäre es keine schlechte Sache. Was? 129? Oh je. Yeah. Da habe ich mir ja etwas auferlegt. Nein, so soll es sein. Aber das bringen wir schon an irgendwie. Irgendwie bringen wir das an. So, jetzt hätte ich da gerne ein Feuerli. Das muss natürlich auch... Ja, das ist ja schon am Zittern da am Keib. Dann machen wir doch da ein Feuerli für ihn. Ich würde sagen, ja, geht etwa da. 2 Steine fehlen uns noch. Die berühmten 2 Steine. Haben wir, glaube ich, schon kurz angespielt gehabt. Oh, jetzt hätte ich vielleicht mal etwas trinken schnell. Damit er wieder mal säckeln da. Stein. Ich brauche Stein. Da hat es einen und da hat es einen. Tipptopp. So, dann zünd das Teil mal an.
Das lässt du wieder schön weg. Gut. Gut, der Junge. Dann haben wir ja da einen rohen... ups. C. So, ein rohes Dingsbums. Ah, ist das nicht schön? Wunderbar. Vielleicht können wir von da aus auch gerade essen, das wäre natürlich ideal. Und ich hoffe, beim Aufstehen geht er nicht einfach ins Feuer rein. Könnte ja passieren, könnte ja passieren. Wir sind da immer noch in der Alpha. Dürfen nicht vergessen. Ja, wir können. Tipptopp. So, wieder voller Tatendrang. Weiter ans Werk. Da geht das Baumfällen auch gerade ein bisschen besser, schneller. Braucht nur noch 124. Okay, um. Guter Baum. Oh, da ist noch einer. Jetzt nur noch 120. Ist das nicht toll? Jetzt würde ich sagen, die Bäume, die müssen alle weg da. Ist ja klar. Und zwar hat das auch einen Grund. Das ist nicht einfach der Grund, dass ich Holz brauche. Das ist natürlich einer der primären Gründe. Aber auch ein weiterer primärer Grund ist, die Eingeborenen, die klettern auf Bäume. Und die können recht weit gumpen. Und je weiter ich natürlich die Bäume jetzt fälle, desto weniger kommen die in unser Lager rein. Darum ist es auch von äußerster Wichtigkeit gewesen, vor allem, dass ich die anderen 2 Bäume dort gefällt habe. Dass das auf gar keinen Fall kann passieren kann, dass die da unbettet in unser Lager reindringen. Wäre schade drum. So. Würdest du bitte bauen? Danke. Würdest du bitte... Danke. Ja, ja, du nur noch 113. Das geht ja schnell, das geht ja schnell. Wir sind ein bisschen wet and cold. Federn. Federn. Ja, wenn der Vogel jetzt einfach da ins Feuer rein fliegt, dann kann ich auch nichts dafür, oder? Also wir haben das letzte Mal tatsächlich so hell wegen dem Vollmond anscheinend. Es ist wunderbar hell jetzt gerade. Könnte immer so... Ja, außer im Wald ist es vielleicht ein bisschen dunkel. Vielleicht könnte ich für YouTube mal schnell das Teil anlegen da. So, jetzt sehen wir auch ein bisschen mehr. Tut mir leid. Aber jetzt müsste es funktionieren. Ich habe immer Schiss, dass die Eingeborenen kommen von dem Dorf, wo hinter dem Zeltplatz liegt. Da. Am Anfang lassen sie einem noch relativ in Ruhe. Also habe ich bis jetzt festgestellt, auch bei Let's Plays, die ich geschaut habe, ist es eigentlich immer so gewesen, dass am Anfang die Mutanten nicht wirklich... Also ja, aggressiv sind sie immer, aber sie sind nicht unbedingt in die Nähe gekommen. Und dann sind es immer zuerst so kleinere Trupps, die kommen. Und dann irgendwann ist, ja, dunkel es einem, als würde ich jetzt mit der ganzen Armee aufwarten. Und teilweise dunkelt es einem auch, als würde die dann nachher uns suchen. Der hat sich Zeit gelassen. So, das ist doch schon ein grösseres Projekt, das ich hier am machen bin. Am besten machen wir es doch so, dass wir uns wieder sehen, wenn ich es fertig habe. Was haltet ihr davon? Weil sonst schaut ihr mir jetzt einfach so noch eine Stunde zu, wenn ich am Bäumfällen bin. Und das wäre doch irgendwie langweilig, oder nicht?
Darum würde ich doch, sobald ich den Baum da fertig gehackt habe, komm schon, bis ein Brave, tun Holz hacken. So, ja, super Baum, bam. Danke. So, jetzt also, was ich wollte sagen. Ja, genau, ich wollte sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn das ganze Teil steht. Und ich tue es nicht entschieden, versprochen. Ihr seht ja dann, dass da der halbe Wald fehlt. Und dann machen wir weiter mit einem anderen Bauprojekt. Auf Nahrungssuche sollte ich eventuell noch schnell gehen. Das mache ich doch gerade schnell, während ich da alleine ein bisschen rumdümpel. Ich werde mir sicher verlassen vorkommen, ich werde sicher viel Angst haben, aber hey, was mache ich nicht alles für euch? Wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao zusammen.